Marius. Ik kruis hier met de naam van Jezus Christus ons Heil ons zien. Heil genomen. We gaan huwe oorzaak om te loven en prijzen. En dus Jake Ans een beetje met dat we het waren, was er een leicht een beetje grunzen we het waren en zo. Vielleicht zijn ze niet alle afgestoen met mij, aber mij ging het van eerst maar zo zijn. Abstoen, bed zo kuil met regen, zo, mij verder bloos. So. Mij brengt dat moed, wanneer dit waren, tussen tijd en jaar, of je dit waren krijgen. En vielleicht lässt du das, wenn ein bisschen warmer ist, oder so wieder, aber mir bringt das viel Freude. Und wir waren, von uns Mars war ein klein bisschen vertellen von, dort uns Körper als ein Tempel für den Heiligen Geist. Und bloß du mir daran denken, das bringt dem auch Freude, aber du warst ein klein bisschen mehr von Lesen und Reden, wenn man klingt wieder aneinander sind, aber weil wir bloß zum Gott nach uns heute etwas sehen, und wir anfangen dann. Himmlische Vater, wir kommen noch einmal für den Heilig angesagt von uns, Mars, mit dankbaren Worten, Herr, dass du uns Heiland bist, dass du uns Radner bist, dass du uns hast, das ewige Leben geschenkt durch den sehen. Du dank wir dir für Herr, und wir freuen uns, dass du uns warst, unsere Ohren, unsere Worten aufdauen, was du von dir wird, von das Mars zu sein hast, dass wir können einen Einfluss haben auf unser Leben, oder wir einen Impact haben. Nicht bloß das hier, aber das dann auch da. Und wir danken dir dafür, Herr, dass wir sie nennen. Amen. Wir lesen in 5. Mose, Kapitel 2, Vers 2 und 3. Da sagt es, dann sagt der Herr zu mir, die sind lang genug in dieser Bäume, was nu gute Mollen im Norden. So, wenn wir denken dann an dass unser Körper ein Tempel ist für den Heiligen Geist, oder vielleicht ist es bei dir von der Mars noch nicht, aber von der Mars sagt der Herr, nu sind wir lang genug hier im Zwiebel gewesen, nicht so Zeit zum Gehen, nicht so Zeit im Norden gehen, nicht so Zeit. Der will uns sehnen, bitte das, was er sich gut ausdenken, aber vielleicht liegt er dann an, dass wir uns nicht können, handgeben, uns ganz looten, uns ganz hingeben zu Gott, dass er uns segnen wird mit seinem Heiligen Geist. Fragen wir nach erst sagen, ein Tag wird das tun. Ein Tag werden Dinge besser gehen mit mir und dann wird ich mich hingeben. Ein Tag wird es so gut sein, dass auf Englisch sagen sie, mein Schiff will kommen. Ein Tag wird mein Schiff dann kommen und dann wird das gut haben und dann wird ich mich hingeben. Aber ein Tag wird ich. Oder vielleicht sagen wir, ein Tag wird ich ändern. Ein Tag wird ich so viel ändern, dass ich mir kann so fallen, dass ich sehe, das wird Gott sein Kind zu sein und dann wird ich mich hingeben. Ein Tag wird ich abhören mit Trinken. Vielleicht ein Tag wird ich abhören mit Drugs brauchen. Ein Tag wird ich abhören mit Schmecken. Ein Tag wird ich abhören mit Pflegen oder schwindliche Gedanken. Oder Grenzen oder gitzig sein oder was immer. Ein Tag wird ich mit diesen Dingen abhören. Dann wird ich mich hingeben. Und dann wird Gott wirklich an mir wohnen. Aber es ist der Vers, die Gott sagt, in 5. Mose, er sagt, nicht sind wir lang genug hier gewesen, nicht so Zeit, dass wir gehen im Norden. Und wir können sagen, nicht so Zeit, dass wir kommen zu Jesus. Wenn ich glaube, kriegt es Gott dann sein, dass zu den Israeliten, dass sie wollen in das Land ankommen, was ihnen versprochen wird. Die hatten alle Sorten Dinge, wo sie mit kämpfen in 47 Jahren, wenn sie durch in der Wildnis, dass sie nicht in das Land landen können. Und kriegt so, haben wir von der alle Sorten verschiedene Dinge, was damals für uns kann hindern und so weiter. Aber kriegt so, heute dann zu den Israeliten sagt, nächste Zeit zum Gehen. Kriegt so was, von der er sagt, nächste Zeit abstehen, sie wie hier lang genug was, nü, mit wir gehen. Ich glaube, wenn wir Frauen da wo vielleicht wer sagen, wir bewegen Gott von der Smart vielleicht mal reich anklappen, das. Er sagt, für die ist ein Tag von der hier. Nu ich verlange, dass du das nicht mitkommst, ich will die Brücken. Und nu ist die Zeit, dass wir die aufmerken und dort antworten.
als Tiet, dass wir dann einen niet Plan merken für uns Leben, einen niet Kurs wieder uns ab, den Weg sagen, was Jesus hat für uns gesagt, und wir dann nicht mal ans Ihnen Weg gehen. Und vielleicht, wenn wir einen von den Losten haben, vielleicht da denen dort wegen Trinken oder Drugs oder so weiter, wenn wir uns Hand geben, Gott, die kann mir und die in jeder Area von uns Leben kann uns Sieg geben, kann uns Victory geben. Vielleicht an sie wie zufrieden damit sein, oh, ich habe vielleicht Tidwies, vielleicht habe ich schwierige Gedanken Tidwies, mir fehlt dort abzunehmen. Und wenn Gott mich dummer kann halten, dann sieg ich zufrieden, dann kann ich wieder moven. Die andere Dinge, die mich hindern, das sind nicht so eine große, so das wird noch schaffen, aber wenn ich mir mit dem Ding was halten, dann sieg ich auch gut auf dem Weg. Aber ich will von der sein, von der Smart als Jesus heute die sich geben in jeder Area von deinem Leben. Wenn du eine Pläu hast und dann für groß oder für klein, dann kann die von der Smart kann er die ganz sich geben. Er sagt in 1. Johannes 1, Vers 9, er sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, er ist treu und gerecht, er wird uns unsere Sünden vergeben und er wird uns reinmerken von aller Ungerechtigkeit. Er sagt nicht bloß ein oder der kleinste oder der geradste oder was das ist, er wird uns von aller Ungerechtigkeit reinmerken. Und das ist auch genau, was wir mit hier in uns Leben begegnet haben. Vielleicht haben wir schwere Zeiten durchgemacht, vielleicht hast du seine Dinge passiert in uns Leben, wo wir vielleicht sind kalt gefallen wegen einer Ursache und wir wollten nicht näher, was Jesus im Blut da kann ganz bedachen, es kann ganz reinmerken. Oder vielleicht haben wir Angst, dass wenn wir uns auch Hand geben wollen, von der Smarius, oder wenn wir Hand dort, wo wir können reinbleiben von ihm, wo wir uns dann können auf den schmalen Weg holen, dass wir können säulig sein, nicht? Aber er sagt zu uns, das sind dem, was du begegnet hast, oder was du noch begegnen wirst, wenn du die Sünden bekannt hast, er die zu Gott holen und er die ganz reinmerken. Wir können uns nicht so ein Grove ausdenken für Sünden, wo er sagt, ja, vielleicht hast du ein bisschen viel, du weißt nicht, kein viel und down. Vielleicht wenn man ein Öl, das verbraucht fertig war, in Schmied bringen, vielleicht sagt der Mechanik dann, you know what, hier fehlt auch so viel und down, du bist besser auf, die das in der Junkyard bringen, die in Flasche kaufen. Aber der Antwort war, wir können nicht hören von Jesus. Er sagt, du gebrauchen, verbraucht, nu kann ich anfangen, du zu schaffen. Nu bist du ready, ich kann in dein Leben schaffen. Er sagt uns in Matthäus 11, Vers 28 bedeutet, sagt, kommt alle an mich, die ihr schwere Lasten gehen und bedreckt sind und meid sind, und ich will ihnen Ruhe geben. Lass ihr mein Joch ab und lehrt von mir, weil ich sie sanftmütig und von Herzen demütig. Ich will und je wollen Rüfingen für jene Säulen. Weil mein Joch trägt nicht und meine Last ist leicht. Fertig habe ich so eine Aussicht, und ich dachte, wann ich mir was angeben, dann ist mein Leben vielleicht nur dicht bei Eva, wenn dann kann ich euch mal von haben, dann wird mir ich alle schwere Dinge tun, was Christen dann machen, tun, zum reinbleiben, zum dass Gott nicht was kann frisch reinsteigen. Na, maar jeder Tag maar ik dan reinbleiben, dat is een zaak schwere Leben. So, ich war ein Tag weg und er sagt hier, sein Jacht, das trägt uns gut, das ist leicht. Und wenn wir uns ganz hingeben, er nimmt uns die los auf, er merkt, dass er wieder kann, und wir können wieder gehen. Und du hast nicht, wo Jesus im Blut nicht kann gegenstehen. Als er an das Kreuz hängt, ist er übbleiben, das heißt, es ist vollbracht, er sagt, das ist fertig. Du hast nichts mehr. Du hast rein nichts mehr, was die kann treiben von Gott, von den Leuten, was er hat für die, das ist nicht, was die kann tragen von ihm. Er hat das ganz fertig gemacht. Was immer du hast belebt, großes, kleines, schwares, erleichtert, das ist und er hat das rein alle vollbracht. Er hat den war ich ganz fertig gemacht für mich, in die, dass wir können ankommen. Er sagt in Johannes 3, Vers 16, dass er die Welt so viel Leib, dass er sie in einzigen Sehen schauen, dass er all day, da an den Glauben, die nicht verloren gehen, aber können das ewig Leben haben. Einmal hier danach von so einer Glauben, ja, ich weiß, dass hier sich schein, aber ich habe das gemerkt. Du hast nichts nicht, was Jesus im Blut nicht kann bedachen. Aber
wie moeten ons te hand geven dan. Wie moeten ons te am hand geven. Zo ver denken we zo, wegen dat wat ik al beleefd heb, de zware team waar ik daar zie, ik heb zo ver wat ik die kaart gevallen, de vrienden heeft gewonnen. Zoveel mogelijk, ik zie dat al niet geweerd. Ik zie het al niet geweerd. Ik weet voor anderen als ze nog goed hoopning en voor anderen als ze een chance en voor die als Jezus gestorven, maar ik zie het niet geweerd. Maar God zegt in Johannes 3, Vers 10, hij zegt, all die dat ik geloven. Hij heeft de wereld zoveel lief gehad. Hij zegt niet, ik heb voor de Duitse mensen zoveel lief gehad dat ik mijn zin schaakt. Hij zegt niet, ik heb voor de Engelse mensen zoveel. Hij zegt niet, ik heb voor Canada of Mexico. Hij zegt voor de ganze wereld. Heeft hij die lief dat hij zijn zin schaakt. Dat jeder einer. Dat zijn dan wat in hintergrond is. Dat zijn dan wat hij has van leven gevierd heeft en die hand heeft. Hij zegt, ik heb voor die ook zoveel lief dat van die hand heeft dat ik die dat over je leven geven wil. En hij zegt, hij heeft zoveel lief voor die dat hij wenscht die goede dingen. Hij wil gaan die zoals een leven gaan, niet bloos voor die dat van daar merken dat, maar hij zegt, hij wenscht goede dingen voor die. Wenn we kijken dan in Jeremia 29, vers 11, 13, dan zegt hij, ik heb dat goud overdag. Dat is wat God gezegd. Hij zegt, hij heeft dat goud overdag, zegt de Heer. En wat ik voor jullie geplant heb, is vrede en erfolg. En niet schulden. Ik wil jullie in de toekomst hoopning geven. Zie dit hier, wenn wir das auf Englisch lesen, dann sagt er an expected end. De hoopning wat ons hier in de toekomst wil geven, in de future, dat als du hebben ons op verloren. Hij heeft ons wat gegeven, wat goud zegt hij, en op dit hebben we ons verloren. Ik wil dir schon mal, wenn einer clean wird, wenn einer dann wird fragt gewesen, und er wird unterliegt gewesen, fragten sie ihm den Vater dann, wenn wir stehst, dann wollen wir bereden, du verlot die ab. Und dann hat er ein Wort, ich habe verloren können, weil ich weiß ganz nah. Wenn wir schon hisfahren, hier wird noch was Martin berät. Und jetzt ist dort, sagt Gott hier, wenn ich habe gute Dinge für die, und nicht schulden, verlot die da ab. Verlot die da ab. Das ist die Hoffnung, was ich dir geben darf, verlot die da ab. Ich habe für die, ich sehe in Gott, nicht, was du will sein, Dinge zu finden, was dir Anrecht ist, oder dir das immer wieder frisch verleihen, was dir Anrecht ist. Ich habe für die gute Dinge geplant, Friede, aber nicht Schulden. Und dann sagt er wieder, dann wollen je mich anbeten, und je wollen kommen und mich fragen, und ich war nur jün horchen. Je wollen mit einem je wollen mit einem Einkandiert hart, hängen an mich seinen, und je wollen mich fängen. De Fiende will dann sagen, oh Gott, ich nicht rum an die. Du bist ein Sünder, du hast gesagt, oh, ich gemerkt, Gott, ich nicht rum an die. Gott sagt, no, ich schaue mein Sehen für die. Ich kann ein Läufer für die, du bist, das wird. Und dann nächste sagt der Fiende, vielleicht hat er dann Sinn gesagt, aber Gott verlangt dir, dass du so dein. No, Gott wird nicht wirklich wollen, dass du dann so vom Leben. Aber Gott sagt, es wie hier zu lesen in Jeremia, ich habe gute Pläne für die. Gott hat einen guten Plan für die, er will haben, die so's. Dann sagt der Feind, ja, das ist aber keine Hoffnung für die. Gott sagt, dass ich mein Sehen schauen darf, dass er an den Kreuz hängen darf. Dafür für jede Person, das ist Hoffnung für die. Wenn du das hast, auch gemerkt, wenn du gleich, was ich getan habe in meinem Leben, die wollten vielleicht nicht wirklich sehen, was ich getan habe. Wir wollten dann wollen vielleicht nicht so berufsam damit sein, dass alles schafft, dass Gott das vor allem hat. Aber ich sage, Jesus, der hängt an den Kreuz und vergaut sein Blut für jede Person, wenn er am wird. Dann sagt der Fiend, ja, aber Gott darf euch irgendwo dran an die, nicht persönlich die. Und dann sagt Gott, dass wir das lesen, dann komm und freu mich. Wenn du was von Horten und mich kommen und mich frauen, ich will nicht die horchen. Wenn wir wollen anbeten und wir wollen arm kommen und arm frauen, er sagt, ich will nicht horchen. Der Fiend sagt, du wirst vielleicht proben, aber für dich ist es nicht so leicht für andere. Du wirst vielleicht Jahren spenden, segnen Gott und proben, wo du kannst down zum Arm kommen.
Aber du warst den gleich fäng, nicht du. Du bist gleich von so einer Art, wo du verstehen, der eine Gott sehen, du warst gleich fäng. Und Gott sagte in Jeremia, wer mit den einen Kahn jetzt hat, mit den ganzen Hort, wahrscheinlich rund seine Arm, du warst mich fäng. Die haben sich viele Versprechungen, die paar falsch, du warst am Fäng, wenn den ganzen Hort, wenn du bist nur Gott und du siehst am, du warst am Fäng. Und sagt, ich finde, du kostet ein wenig down. Die andere Christen, die Ram die sind, die andere, die glauben, die sind, die kann so ein glattes Leben haben. Und weißt du, was das einmal gleich so glatt wird, eine Luten, das von Büten. Aber für andere Kirchen dann laden sie, oh, die Menschen, die haben keinen Trouble sein. Christen, die jeder einmal scheint, die haben keinen Trouble. Und der Feind, der sagt dann, und du warst dort ein wenig kann, aber du bringst, wo die andere der Hand. Philippa 5, Vers 13 sagt, wie kann alles down durch Christus dann stark merkt. Wenn wir Kart fallen down, wenn wir vielleicht einen schweren Weg haben, oder einen schweren Monat, oder einen schweren Jahr, oder bloß einen schweren Tag, oder vielleicht einmal bloß eine schwere Stunde. Wenn wir ans Salz proben, dann über zu kommen, dann ist es Ferken sehr schwer. Aber Philippa 4, 13 sagt durch Christus, der merkt uns stark. Durch den seine Kraft. Paulus sagt, in unserer Schwachheit kann Jesus sich stark beweisen. Gott will haben, wir sollen das verstehen, dass wir sind vielleicht sehr schwache Menschen. Wir sind vielleicht so, was viel mal kalt fallen und durch Werk. Wir lernen vielleicht Werken bloß in der Sinn, dass wir kommen können, waren ein bisschen Mautpfoten, weil hat eine schwere Werk gehabt, aber Gott will haben, wir sollen weiten können, dass wir haben, durch haben wir eine doll Kraft. Durch Jesus können wir alles tun, wir uns die Kraft schenken, dass und wir können durch den, können wir sich haben in jeder Area in uns Leben. Und das Gute, noch ein paar Gute, was wir uns geplant haben, dass wir in den Bulletins sagen, dann, der Titel ist, dein Körper ist ein Tempel für den Heiligen Geist. Und bloß dort allein, wenn wir daran denken, wenn du die hast hergegeben, wenn du bist wahrheitig von dir smart, wenn du hast Jesus Christus, du musst dein persönlicher Heiland, dann bist du ein Tempel für den Heiligen Geist. Du hast dann, wenn wir daran denken, dann Gott hat, erstlich hat er die ganze Welt gemerkt, die Sterne und so weiter. Wir sagen, die haben also eine starke Teleskops, die kann für hunderte Jahre die kicken, wo hunderte Jahre die mit kommen. Und die kann in der Zeit nicht ab, das gibt es immer wieder und wieder und wieder und wieder. Und Gott hat das gemerkt, das wird halt das nicht zu verstehen, das nicht zu begreifen, aber er ist ein Gott, der kann so eine große Galaxies merken, wo wir nicht mehr ganz einkicken. Die sehen, die haben gleich weg in den News reden davon, die haben ein Spaceship geschickt, ein Shuttle. Keine Menschen, die bloß damit ein großer Asteroid kommt. Und die haben 3 Jahre gedauert zu fliehen. Das ist sehr wie drauf. Das hat Gott alle gemerkt. Das ist ein großer Gott. Der hat alles groß gemerkt und der hat gut gemerkt. Und um es wird zu verherrlichen, dann hat er das Erdball, das mal ein kleiner Part von was er gemerkt hat. Wo wir wohnen, diese Welt, hat er gemerkt, wenn er sieht. Und dann passiert das. Und dann der Wutter und der Meer und der Fisch und der Vögel und das Tier und alles. Und dann auch Mensch. Er merkt uns, wenn er sieht. Er sieht die Welt und dann wart wie du. Das Adam ist von der Sonne oder von ihr, was gemerkt. Wenn Gott spricht dort und dann wartet. Das ist so ein starker Gott. Der braucht bloß was sein und dann passiert das. Wie man schwer schaffen und Dinge, wie was kann vollbringen. Er braucht das sein und dann passiert das. Und der braucht mal so eine Dinge sein, und das ist eine ganze Galaxie, wo hunderte Jahre diep mit das einkommen und dann danach nicht mehr bei das eng sein. Er braucht das bloß sein und wartet. Und dann sagt er, als Jesus an den Kreuz gestorben wird, das ist vollbracht und das ist nu treten ab in den Himmel und das begann seine rechte Hand und dann sagt er, wurde ein halber Schatten sein, aber uns wird kein Mut bringen und uns halten. Dort ist der Heilige Geist Part von Gott, wenn der Vater und der Sohn und der Heilige Geist, die 3 sind eins. So der Heilige Geist, ich habe nicht, der wohnt nicht in mir und in dir.
Du bist in dem Körper nu ein Tempel für den Heilige Geist. Dat soll uns viel Mut bringen. Wenn wir sind hier Gott allein, Gott hat uns Gott allein gelohnt, und hat Gott gesagt, proben, schaffen, da, und vielleicht was die kann reich antragen, vielleicht was die kann reich Sprach vertalen, vielleicht was die kann genug gute Dinge tun, vielleicht was die kann abhören mit den schlechten Dingen tun, vielleicht was ein Tag dann kann, er sagt, no, ich wohne an die. Du bist ein Tempel von den Heiligen Geist. Das ist für jedem ein, was ich auf Heilige, für Jesus Christus auf euch nur als er persönlicher Heiland. 1. Korinther 6, Vers 19 und 20, da sagt er, oder wollt ihr nicht, dass ihr ein Körper ein Tempel für den Heiligen Geist ist, der in jünd wohnt, in den ihr von Gott habt? Je ihnen jünd Salz, je ihnen jünd nicht Salz, die sind für einen dearen Preis gekauft. Du wirst verherrlicht Gott mit jünd Tempel. So, wenn wir du wollen, sag ich, als wir wieder nachschauen, was das gerade meint, dann wollen wir erst noch sollen lesen, was Jesus da zu Gott sein Tempel in Matthäus 21, Vers 12. 12 und 13. Da sagt er, und Jesus ging im Gottes Tempel an und juchte alle Rüd, die die Bahnen kauften und verkauften. Und er starb die Geldwechsler ihre Taschen an und die Düvenhändler ihre Bänken. Und er sagt, dort steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus sein. Aber je merken das, je merken einen Rebehalter rüt. Sie, das wird passieren, dass wenn du ein Tempel waren das für den Heiligen Geist. Das ist, was Jesus du nannte, dass ich ganz uitreinen, wenn wir Gott sein Tempel und wir sollen ein Bethaus sein. Wenn du in Jesus kommen, dann kommen wir mit allen Sorten Schweinschit. Wir haben alle Sorten Bahn, was du gleich Bahn hier und der kriegt das, was das in den Tempel haben. Und Jesus kam und er reinigt das ganz aus. Er sagt, er hat die Menschen rausgejagt, all die, was Geld wachsen deuten, was die Bahn verkaufen deuten und so weiter. All das Anreinen, was passieren deut, er juckt das rein alle raus. Und das ist ein Bild, was uns hart passieren deut. Sie, wir wollen keinmal nicht der Kampf bringen, dass wir wollen ganz perfekt sein, ob das ihr. Aber wenn der Heilige Geist in die Hand kommt, er reinigt die. Er reinigt die davon. Und wenn wir rein sind, wenn der Heilige Geist in uns ist, dann sind wir ein Tempel von den Heiligen Geist. Ich habe uns so ein bisschen anschauen, was das kriegt, wenn wir ein bisschen probieren anzugucken. In uns ist Gott. In uns ist der Heilige Geist. Wir sind wirklich uns Körper. Alles, was wir tun und was wir nicht tun, dort tun wir zum Gott verherrlichen oder gehen. Wenn wir den Heiligen Geist in uns haben, er sagt, nun sollen wir dann in 1. Korinther 6, 19 sagt er, du wirst verherrlicht Gott nu mit deinem Körper. Wenn du Jesus Christus hast angenommen, oder vielleicht hast du es noch nicht, vielleicht jankert die dort und du hast auch einmal die rechte Gelegenheit gehabt oder die rechte Zeit oder so wieder. Aber all die Dinge, wo wir so sagen, mit strugglen down, das ist, was der Heilige Geist in uns tut. Er hilft uns damit. Wenn wir uns Hand geben, dann dass wir Jesus annehmen, dann als uns persönliche Heiland und sagen, ich kann es nicht tun, mir fehlt Halt, mir fehlt es an die. Und wenn er uns dann kommt, reinigen, dass Jesus hier den Tempel tut, dann sehen wir nur, dass Jesus sagt, sein Tempel soll was sein, soll ein Bethaus sein. Und ein Weg, den wir kicken, ist, wenn der Heilige Geist in uns ist, was wir denken, was wir verteilen, das ist, dass wir in direct connection mit Gott. Und alles, was wir brauchen nicht mehr blödes sein, wir brauchen nicht mehr bloß denken, dann weiß Gott, was wir denken dann. Sein Geist ist in uns. Und wir sollen mit uns Körper Gott verherrlichen. Es ist nicht zu glauben, wenn wir daran denken, dass Gott, was all das gemerkt hat, die Galaxies, was der groß ist, ich kann nicht mehr begreifen, wie groß das ist. Und wie wundervoll das ist. Wenn wir können sagen, dass wenn er durch ein Teleskop kicken,
Er sind so viele Galaxien, er sind so Sterne, er sind top op en klant, maar er zijn alle Sachen kleren en het laat bloos, wunderschön. Und der Gott wird alle Dinge hat gemerkt, hat mich gemerkt und hat die gemerkt. Und dann hat er gesagt, dass du kannst nicht allein tun, ich will mein Sehen schauen, für wen er die Welt so viel Lauf hat. Schackt er seinen Sehen und dann schackt er seinen Helper. Wenn sein Sehen der Arbeit erst fertig hat, dass er alles vollbracht hat, was er fehlt, dass wir können gerat sein. Dann fuhr er Trainer und fuhr und dann schackt er seinen Heiligen Geist, dann schackt er seinen Helper. Zodat in mijn hart, in dein hart, wenn du hast Jesus angenommen, als der Heilige Geist wird die helfen dat. Wenn wir vielleicht einfach begegnen, dann wo wir nicht ganz, vielleicht nicht ganz, ne, wenn es fallen ist, wie wir so einen Pot annehmen, oder du bei der Stadt sollen sein, oder seine Dinge ketten, oder vertalen, oder so wieder, vielleicht fallen wir uns nicht ganz reich machen, dort ist dann, was der Heilige Geist an die dat. Er sagt, hey, pass auf, was du das. Du bist ein Tempel von den Heiligen Geist, du sollst Gott verherrlichen, du sollst nicht mindestens diese Dinge sein. Und was nicht was in uns fällt sich, dass es, wenn es something nicht ganz reich ist. Und das ist der Heilige Geist. Er hat die Vermut, wenn du von einem schmalen Weg raufstoppen lässt. Er hilft dich, du weißt, der Helfer, der lässt dich weiten. Sie, euer wie wahre geboren sind, wenn wir den Heiligen Geist nicht in uns haben, dann haben wir 7 Partys gemacht, oder weit wir alles in Haft bloß, schon gegangen. Oh, wir dachten, dass wir bloß eine gute Zeit. Und dann, wenn wir durch fortfahren, dann wird der Tag vielleicht, wenn wir genug weiten von Gott, dann dachten wir, das ist vielleicht nicht der Drag, ich weiß nicht, wie es sein, aber mir ging das zu scheinen. Und nun, wenn einer wahre geboren ist, dann sagt der Heilige Geist, hier stieg euch an. Wenn ihr vielleicht auf die Jank hat, wenn der Bas Meier ab sind gewasst, oder vielleicht hast du andere Dinge, aber dann sagt er, als es was Andy, was eine kleine Stimme, der sagt, hey, der passt nicht bei dir bei. Du wirst dann wach bleiben. Und wie kann du wen vorabgehen oder wen down, wenn wir bloß wollen? Wir haben das Recht, das zu tun, oder die Freiheit, oder wie soll sein. Nicht der Recht, aber die Freiheit haben wir das zu tun, wir können uns wählen, was wir wollen tun, aber der Heilige Geist an uns lässt uns dann gleich Tag, heißt der Helfer, was uns helfen wird und hält uns ab den schmalen Weg. In 1. Korinther 3, Vers 16 sagt er, weißt ihr nicht, dass ihr Gott sein Tempel seid und dass Gott sein Geist an euch wohnt? Gott sein Geist wirklich. Wenn du im Stauchen der plus mit überdenken, Gott sein Geist wirklich in uns wohnt. Wir haben, für mich, ist ich abwussten, der kickt immer nur Gott wie weit auf. Jesus wie weit auf, Heilige Geist wie weit auf. Das hat nicht bei mir persönlich. Aber er sagt hier, was wir nicht wollen, dass wir Gott sein Tempel sein und dass sein Geist in uns wohnt. Er wohnt dabei, wirklich. Aber dann, wenn wir uns Hand heimgeben, wir an Jesus Hand angenommen, dann sehen wir den Tempel. Und heute denkt, dass Jesus, ich rede von der Smarts mit dem Bruder, dann steht ein klein bisschen, wie hier hineinkommt, und er sagt, warum so wird fallen wird. Er sagt, wenn Jesus heute nicht gehen, es wird lesen, dann haben wir Gott in den Tempel gehen mit Tränen. Heute gehen kümmerlich in andere Jahre ihre Tempels nennen. Die werden ja alle Sorten Jahre erst einmal. Und er hat noch ihre eigenen Tempels und ihre eigenen Priester und so weiter. Wo Jesus ging never nicht in der Tempels nennen, der Tempel rein mehr. Und Gott hat nichts zu tun mit der Jahre. Heute hat sein Tempel gehen rein. Und wenn wir sein Tempel sind, haben wir uns kommen rein. Heute hat allem Raupen, er ist vor allem gestorben, aber heute hat sein Tempel das reinigen. In 1. Korinther 6, ich würde mir die Versen lesen, bei der 1. Korinther Kapitel 6, bei der 12. Vers, was ich anfange. Sagt er, eingesehen, ich hatte alles Freiheit. Ja, aber dort denkt nicht alle zum Gauden. Ich hatte alles Freiheit, aber nichts soll mich bringen und beherrschen. Dort eten für den Mehl und der Mehl für das Eten. Aber Gott wird beides zu nichts merken. Uns Körper ist uns nicht gegeben, Heurerie zu treiben, aber den Herrn zu dienen. Und der Herr ist euch für den Körper. Gott hat unseren Herrn Jesus Christus von Tod abgewirkt
Und er wird uns durch seine Kraft abwehren. Wollt ihr nicht, dass dein Körper Glieder an Christus sind? Soll dann Christus seine Glieder nehmen und hören Glieder durchmerken? Aber niemals. Oder wollt ihr nicht, dass wir mit einer Hör auf ein Körper mit ist? Der Schrift sagt, die zwei wollen ein Fleisch sein. Wer sich aber mit den Herrn verbindet, als ein Jes mit ihm. Randweg von aller Hürerie, alle Sünden, die den Mensch steht, sind büter sein Körper. Wer aber Hürerie trifft, sündig und sein einen Körper. Oder wollt ihr nicht, dass dein Körper ein Tempel für den Heiligen Geist ist, der in euch wohnt, in den ihr von Gott habt, die ihnen euch selbst nicht, die sind für in deren Preis gekauft, du wirst verherrlicht Gott mit deinem Körper. So du von der 12. Vers bis der 20. Vers redet ganz bloß, was das meint, ein Tempel sein für den Heiligen Geist. Er redet von Hürerie und von Sünden und so weiter. Und er sagt, wir sollen uns nicht mit den Dingen verbinden. Wenn Gott sein Tempel hat nichts zu tun mit Hürerie oder mit Sünden und so weiter. Aber er sagt, wer sich mit den Herrn verbindet, als ein Jes mit ihm. Wir sind nicht unsere eigene, oder wir ihnen uns nicht selbst. Wir sind mit einem Dira Preis gekauft. Und wenn wir mit einem Dira Preis gekauft sind, kostet Gott sein einziger Sehen, dass er muss kommen, an Kreuz sterben und sein Blut vergeuden. Das ist für uns frei, aber wir sei dir und sei dir der Preis. Für mich und dir ist es frei, wir brauchen bloß annehmen, was habt ihr tun für uns. In Epheser 2, Vers 19, durch 22 sagt er, dann seid ihr nicht mehr fremde Wanderer, aber Mitbürger mit den Heiligen Geist und Glieder in Gott seine Familie. Da ab der Aposteln und Propheten ihre Grundgebiet ist, woran Jesus Christus selbst, woran Jesus Christus selbst der Rechter Eckstein ist. Durch den die ganze Bühne taub hält und wost, so dass von unseren Herrn einen heiligen Tempel jaft. In den sind auch je Neugebüt, so dass Gott im Jes eine Wohnung hat. Wir sind mit Neugebüt, also wir uns haben hier zu Jesus, wir sind mit Neugebüt in Jesus sein Körper, dass alle taub, alle Glauben, alle, was den Heiligen Geist an sich haben, wir sind alle taub, ein Körper für Jesus, wir sind seine Brut, sein Heiliger Geist, der wohnt in uns, als uns Neugebüt, wenn Jesus wie der rechte Eckstein, was er heute gebracht. Wenn wir in wenn wir in Psalm 127, da sagt er, in der ersten Vers sagt er, wo Gott nicht der Bürgermeister ist, wo er nicht büren der wird er darum büren, der dann verjährs. So, wenn wir dann selbst proben, uns Leben so zu büren, so anzustellen, so dass Gott soll euch Namen sein, so dass wir in dem Himmel können, wenn wir dann uns als Salztaub stellen, wir proben Salz Gott nicht zu sein, wir glauben, wir können das. Der sagt, der wird nicht, wo Gott nicht der Bürgermeister ist, der Bürende, der wird darum büren, der dann nicht verjährs. In 1. Johannes 1, Vers 9 sagt er, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir dann denken, dann ein Heiliger Geist, ein Tempel zusammen für den Heiligen Geist, fallen wir uns gleich, dass wir können wirklich den Porto und haben. Aber er sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, nicht der verstärkt, nicht der sein Dute dreht, nicht der sein
einen Weg zu bringen, einen Weg, dass wir kann Salz sein, Terrain. Aber er sagt, wenn wir unsere Sinnen bekommen, dann ist er treu und gerecht. Und verjagt uns da und dann reinigt er uns von aller Unrechtigkeit. Nicht dann kannst du die reinigen, dann kannst du anfangen bitter zu sein, dann kannst du anfangen da zu proben. Dann sagt er reinigt uns dann von aller Unrechtigkeit. Und wir fallen uns Ferken, die werden viel zu schwach, um das zu tun. Wir sind Menschen und wir das schwarte begreifen, dass Gott uns das wirklich alles hat gegeben. Wo er sagt in 1. Johannes 4, Vers 4, er sagt, liebe Kinder, die sind von Gott und habt ihr all besiegt. Er hat all Victory gekriegt, er hat all gewonnen. Sagt, der Jesus, der angehend ist, als gerade aus der Welt von der Welt ist. Der Jesus, was in uns ist, der hat die Kraft. Und die Hand nicht allein, aber der Jesus, was in uns ist, dort, wo uns den Tempel, oder wo uns Tempel fallen, wenn wir uns an Heilige geben, der Heilige Jesus, der hat die Kraft. Der ist gerade aus der Welt von der Welt ist. Wir sagen sie, ja, der Feind kommt an mit so vielen Dingen, und der Prophet uns einmal zu tragen und so. Aber wir geben ihm viel zu viel Credit. Der Feind, der hat verspielt. Der sagt, wie sind, ich sage, die liebe Kinder, die sind von Gott und hat er all besiegt. Er hat all gewonnen. Er hat den Victory all. Er hat all gewonnen. Wir brauchen euch mal Proben und Schaffen und Stehen, da wieder von können vollbringen. Wie man uns handgeben, du Teure, Gott hat das getan. Er hat uns all gereinigt. Er hat gewonnen. Wir müssen ihn annehmen, als uns persönliche Heiland, und der Heilige Jesus in uns, als gerade als der, was in der Welt ist. Er kann uns reinholen, er kann uns reinmerken, er kann uns in ein Haus bringen, Gott, wenn wir hier frei sind in das Leben. Wenn wir daran denken, dass er das frech gemerkt hat, dass vorher die Sache aspiriert, damit er sagen, Halleluja. Praise Gott. Er hat das getan. Ich will es nicht wird, ich fall mir das nicht wird, aber Gott sagt, du bist das wird. Ich und du, wir haben den wird, wie Gott hat heute sein einziges Sehen schickt. Er hat das vollbracht. Wenn er wisst, wie wir im Fehler hoffentlich, wir können es nicht selbst tun. Er mögt den perfect Plan. Er schickt sein einer sehen, was ganz rein wird, unschuld. Er starb für mich, für die, für Gott hat sein Blut durch. Und dann sagt er, es ist vollbracht. Das ist fertig. Ich habe die nu den Chance gegeben, die Radung zu haben. Alles, was du brauchst, ist das annehmen, aus den frei Geschenk, was das ist. Er hat uns den Geschenk gegeben. Und wenn er dort, wenn er Jesus gehorsam wird, dort, er kann sagen, nee. Aber wenn er gehorsam wird, dort, nie sagt er, den Jesus, was ich dir geschenkt habe, was dein Helfer ist, dein Comforter, der ist an dir und der ist gerade aus, der was in der Welt ist. Der hat Kraft über. Der ist dort kostet. Nicht bloß in einer Area von deinem Leben, aber ganz. Du kannst sich in jeder Area, Victory, alle Wegen. Wo immer du Kart fallen das, wenn wir das looten tun, Jesus kommt nach und er reinigt uns. Er reinigt uns. Und das bringt mich bloß sehr viel Freiheit und Mut. Dass er dort tät, wenn ich allein kann ich, wenn ich smarts abstunde, denke ich, von der will ich alle proben. Von der, wo ich so gut sein, als ich never als ich war, und ich frisch dich und denke ich sehe nicht Kart gefallen. Braucht man Cleanings gekommen, denke ich, morgen will ich alle. Und so ein Leben ist dort, als sehr schwer. Jesus sagt, ich habe dir alles gegeben, was du brauchst zum Leben und zum Gott seilig sein. Jesus sagt, es ist verbracht, ich habe das getan. Und wenn du das annimmst, dann bist du, als dein Körper, dann ein Tempel von den Heiligen Jesus. Und wenn er mit dem Dira-Priest betont ist, und er wird frei für dich, du wirst ihn verherrlichen Gott nicht mit deinem Körper. Wir werden am Schluss noch beten. Himmlische Vater, wir kommen noch einmal für den Herr, der angesagt, wir danken dir, Herr, für wer du bist. Wir danken dir, Herr, dass du den Sehen geschenkt hast. Wir danken dir, Herr, dass du hast den Tempel reingemerkt durch den Sehen. Und dass dein Herr, Jesus, du bist wundert. Dass jeder ein von uns, wenn wir die annehmen, und wir können sagen, wir sind ein Tempel von den Heiligen Jesus. Wir danken dir, Herr, dass du das hast getan für uns, wenn wir wollten oder wir das Salz nicht kennen, dass wir Salz kalt fallen. Wir danken dir, Herr, dass du so eine große Liebe hast für uns, dass du das deutst. Wir danken dir dafür, Herr, den Heiligen Jesus in uns, dass du uns wiesen das,
dass uns auch helfen lässt, wenn wir eine Schrift lesen, dass uns helfen lässt, dass wir verstehen können, was du damit meinst. Dass du jedem einen von uns hast, die Kraft gegeben in den Geist, dass wir direkt in die kommen. Dass wir gleich mal einen Zwischenhändler brauchen, aber dass du den Lehren hast und verjährt nicht, dass du ganz oberst zwischen uns und Gott, dass wir kein Glück nicht kommen durch die. Dass wir gleich mal brauchen, proben unsere gute Dinge auszuwählen und mit den schlechten sagen, wenn die nicht gut tun, dass die gute, was schwander abwehren auf der Schule als die schlechten Dinge. Wir brauchen in all seine Dinge gleich schwer mitmerken, wenn du hast uns gesagt hast, dass wenn wir unsere Sinnen bekennen, dass du uns was, dass du schlicht uns was, dass die gute Hand bei uns ganz reinmerken von aller Gerechtigkeit. Und dass du uns auch sagen, dass den Jesus, was dann in uns ist, als gerater als das, was von der Welt ist. Wir danken dir, Herr, für die Versprechung. Wir danken dir, dass du dort getan hast für uns. Du bist ein großer Leiftool, ja, Gott, und dir es wird zu preisen. Wir preisen den heiligen Namen, Herr, für dass du dort getan hast für uns. Dass du uns hast reingemacht, dass du uns hast den heiligen Geist geschenkt, dass wir können hier so ein Licht sein für dich, dass wir können uns Körper nu in dem wir brauchen, dass du was verherrlicht dadurch. Wir danken dir, Herr, für wer du bist, was du für uns getan hast. Und von der Smarts Frau, wie auch, Herr, dass du wirst bleiben wir in uns schaffen. Wir weiten, dass solange wir noch in das Fleisch sind, dann wollen wir noch Kart fallen, aber wir weiten, dass du uns helfen bist, dass du uns was du mal trag wiesen und trag halten und uns nicht tachlopen, wie Ehren dann von dir war. Wir danken dir dafür, Herr, dass Jesus in Namen. Amen.